Habe die Ehre. Ja, wie versprochen, gibt es das kleine Update. Ich bin nämlich fertig soweit. Zumindest im ersten Grundstein. Mit dem Kampfsystem und Truppenbewegungen. Ein paar Kleinigkeiten fein natürlich noch. Eigentlich sogar eine ganz wichtige Sache, aber die ist jetzt nicht so tot. Der ist wichtig, dass man ohne dem irgendwas anfangen kann. Ja, gaffen wir es doch einfach mal an. Da die Song. Du gehst hier rein. Klick auf Kassieren. So, was funktioniert? Man kann einen Gegner angreifen. Bei mir ist ja momentan gerade eine Truppenbewegung unterwegs zur Lenade. Ohne, das ist mein Wurstbefehl. Es ist ausgiebig getestet mit sämtlichen Truppen, die es so gibt. Ob man jetzt 25 schickt oder eine oder sonst irgendeinen Scheiß. Ob der Gegner Truppen da hat, die kämpfen oder nicht kämpfen, was dann passiert und. Das ist einmal das Erste. Wie das dann genau ausschaut, wenn der Kampf ausgeführt wird und so weiter, sehen wir dann. Das lassen wir natürlich nicht ablaufen. Das Video wird keine 23 Minuten dauern, aber das stehe ich dann einfach schnell zurück. Und was Neues, mit dem Sach da herum bin ich fertig. Ich mag nicht haben, dass ich mich über meine Truppen oder wenn ich mich über meine Truppen informiere, ist jetzt zum Beispiel von mir nur ein Angriff unterwegs. Von gestern, keine Ahnung, der 22 Stunden dauert hat und das habe ich heute eigentlich schon wieder vergessen. Dann mag ich nicht da reinklicken müssen und dann sehe ich da, ah ja, okay, da ist ja noch was unterwegs. Sondern ich mag das da herum stehen haben, beziehungsweise ich möchte natürlich sehen, sofort, wenn irgendwas zu mir her unterwegs ist. Deswegen haben die Farbe auch ein bisschen gekennzeichnet. Einmal rot aggressiv, einmal blau neutral, beziehungsweise eigentlich ja gut. Und die Boxen, die Ansicht habe ich auch noch ein bisschen überarbeitet. Fangen wir doch einmal ganz rechts an, weil die linken zwei sind komplett neu und das rechte nicht ganz, aber es schaut ein bisschen anders aus. Da steht drin, 3 plus 1 Truppen stationiert. Das ist einmal der Inhalt, den ich sehe, ohne dass ich da irgendwie selber aktiv werden muss. Heißt, 3 Truppen kehren mir, plus 1 steht nur dort, wenn irgendwelche befreundeten Truppen zur Unterstützung noch mit bei mir stehen. Und wenn ich es aufklappe, dann sehe ich wie vorher, was das für sind. Ich selber besitze 3 Space Marines plus eine Unterstützung, äh, ebenfalls ein Space Marine von der Lenadel. Und sämtliche Unterstützungen, die von 5 verschiedenen Leuten meinetwegen kämen, werden da alle zusammengefasst. Die Namen stehen dann alle nebeneinander, Komma getrennt und alles ist toll. Es gibt halt nur noch nicht mehrere Spieler, deswegen kämen auch nicht mehr verschiedene Unterstützungen daher da. Dann gehen wir da eins nach links. Blauer Kasten. Der ist normal unsichtbar, wenn gerade keine Unterstützung unterwegs ist. Das heißt, das Ding ploppt auf, wird sofort, ja, wie soll ich sagen, fällt da sofort ins Auge so, hey, okay, da ist Unterstützung unterwegs, passt. Klappe ist auf. Dann werden diese Unterstützungen aufgelistet, welche Truppen kämen. In dem Fall darf ich auch sehen, welche Truppen das da zur Unterstützung unterwegs sind, von wem es kämen und wann es da sind. Jetzt in dem Fall wieder utopische Werte, 22 Tage, 10 Stunden. Es funktioniert aber auch schon so, dass die dann tatsächlich auch kämen, die werden platziert und dann zählt sich dieser Zähler noch um und die Truppen werden da aufgelistet. Ja, super tolle Geschichte. Was ich leider noch nicht sehe, ist, wenn ich jemandem eine Unterstützung schicke, beziehungsweise einen Angriff schicke, äh, ich säge das momentan nur in die Truppenbewegungen in der Kaserne. Das möchte ich ebenfalls da herum noch einbringen. Kommt noch. Ist ja jetzt momentan nicht so dermaßen wichtig. Was das Wichtige ist und was ich die nächsten 2 Tage umeinander wurstelt, das seht ihr jetzt dann gleich. Und ganz links oben haben wir noch einen neuen Kasten. Da ist die Zahl leider noch blau, die wird später rot. Soll sofort ins Auge fallen, natürlich, wenn du angegriffen wirst. Klicke wieder rein, sehe, wer mich angreift, Glenadel und von welcher Kolonie aus. Die haben später, kannst du deine Kolonien alle benennen, du kannst später auch mehrere Kolonien haben, du musst halt drauf hinarbeiten, wie das genau funktioniert, kommt später irgendwann mal. Und wann dieser Angriff hier eintrifft, und zwar in 19 Minuten. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, das funktioniert schon. Kampfdinger werden schon richtig berechnet, Kampfwerte, Verteidigungswerte. Wir können da zusätzlich einmal Kasernen aufmachen. Momentan hat der Space Marine 2 ATK, habe ich jetzt einmal mit der Attacke, beziehungsweise ist das der Angriffswert, der zählt, wenn ich jemand angreife. Und der Verteidigungswert ist, wenn meine Truppen da stehen, ja, ist das der Verteidigungswert. Der wird zusammengezählt, er wird verglichen, dann wird ein Ergebnis ausgewertet, mal im ersten Schritt. Wer gewinnt, wer verliert. Und
Und dann funktioniert es einfach folgendermaßen, dann wird eine Sterberate berechnet. So und so viel Prozent von deinen Truppen vom Sieger des Kampfes fallen zusammen, die haben einfach im Arsch. Und der Verlierer, da stirbt alles. Immer. Das möchte ich so haben. Das ist sehr berechenbar, sag ich mal. Du kannst da vorher schon ausrechnen, wenn du natürlich irgendwie weißt, was der für Truppen haben kann und so. Es gibt später auch Möglichkeiten, das auszuspionieren, was der für Truppen drin hat. Wer sich einigermaßen intelligent anstellt, schickt einen billigen Hans Wursten in die Gegnerkolonie, der kaputt gehen kann, weil es egal ist, lässt sie dann über das Nachrichtensystem einen Kampfbericht schicken und sagt dann genau, welche Truppen das er stationiert hat. Und dementsprechend kann ich ihm dann oder kann ich einschätzen, ja okay, rentiert sich das den Nutzungsgreifer oder nicht. Wenn der natürlich einen Haufen Truppen hat, die aber gerade unterwegs sind, dann sagst du das nicht. Also ist das auch nicht so hundertprozentig sicher, aber wenn alles berechenbar ist, dann ist es langweilig. So, auf alle Fälle wieder Sterberate berechnet vom Sieger, wenn denn der verteidigende Verlierer in dem Fall ja so viele Einheiten hat, dass er überhaupt welche zusammenhaut. Und wie diese Einheiten dann sterben, wenn du jetzt, keine Ahnung, du schickst einen Space Marine, einen Panzermarine, einen Lagerpanzer, einen weiß der scheiß Geier, was noch ist, dann mag ich nicht hundertprozentig verraten, wie eingeteilt wird, dass diese Einheiten sterben. Das hängt von ein paar Faktoren im Spiel ab. Ich möchte haben, dass das einfach jeder selber nach Gefühl auserfindet. Sonst ist der Kampf 100% berechenbar und fühlt sich nicht an, wie als hätte er ein bisschen Glück gehabt. Mit Glück hat es nichts zu tun. In gewisser Weise schon, aber nicht in kompletter. Ich mag nicht zwei verraten. Das war's. Eigentlich zum Kampf, es funktioniert ja schon. Dann funktioniert schon, dass von den überlebenden Truppen, sofern beim Angreifer Truppen überleben, Rohstoffe geklaut werden. Wie viele Rohstoffe das sind, hängt davon ab, wie viel Kapazität oder Tragekapazität das die Truppen haben. Das wird einfach zusammengerechnet. Du hast einen riesengroßen Pool an Tragegeschichte, wo du mit heimnehmen kannst. Und dann krallt er sich eben die Rohstoffe, die ja tatsächlich verfügbar sind beim Verteidiger. Also wenn du jetzt mehr dran kannst, als der Verteidiger natürlich daheim hat, dann räumst du ihm seine Lager leer oder so gut wie leer und nimmst alles mit, was du irgendwie kriegen kannst. Davor ist es so eingeteilt, dass du immer ein bisschen mehr Stahl mitnimmst als Fermium, das ist das Blaue. Und du nimmst immer ein bisschen mehr Fermium mit als Radon. Was komplett aus der Beute rausfällt, ist das Lexium. Der Rohstoff, der soll so teuer sein und so schwer zum Beschaffen sein, dass das nicht mit einer Truppe geklaut oder mit einem stinknormal einfachen Angriff geklaut werden soll oder können werden soll, so muss man sagen. Ein Beispiel, warum ich das auch noch nicht so haben möchte, ist zum Beispiel, wir haben jetzt mit 100 Spieler, alle spielen ein bisschen und so weiter und ich sage an Weihnachten vielen Dank und schenke euch alle ein Lexium. Dann haben da ein paar inaktive Leute dabei und dann rennen diese Leute einfach bloß so schnell wie es können mit ihren Truppen da hin und klauen sie das Lexium. Ja, das mag ich einfach nicht haben. Fertig aus Amen. Und ja, das ist der Grundstein fürs momentan noch sehr primitive, einfache Kampfsystem, aber es erfüllt seinen Zweck. Dieser Angriff, sofern der Angreifende überlebt oder mindestens eine Truppe überlebt, wird daraus eine Rückkehrtruppenbewegung generiert, die hat Beute dabei und wenn die bei dir zu Hause ankommt, dann stationieren sie die da wieder rechts herum und legen die Rohstoffe in dein Lager. Wenn dein Lager natürlich voll ist und die Dinger, deine Truppen tragen da gerade 5000 Rohstoffe heim, die es geklaut haben und dein Lager ist voll und passt nicht rein, ja, dann hast du Pech gehabt, dann lösen sie sich in Luft auf. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Lagerkapazität da ist. So, und jetzt faselt die schon wieder ziemlich lang. Um eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Was ist noch zu tun? Euch jetzt erst einmal nur kurz sagen, wie das dann ausschaut, wenn sich dieser Angriff in eine Rückkehr umwandelt mit Beute. Dazu hupfe ich ganz kurz in meine Datenbank. Nimm den Angriff von mir und losen ausführen. Dann gehen wir da so her. Blub. Angriff ist ausgeführt, hoffe ich zumindest. Jawohl. Die Truppenbewegung ist umgewandelt in eine Rückkehr.
die Zeile, wo es hingeht, erübrigt sie, weil sie einfach heimkommen und fertig. Dafür steht da Beute dabei. 20 Stahl, 12 Fermium und 8 Radon. Es errechnet sich da draus. Das Ding kann 40 Einheiten tragen, das eine Überlebende. Und dann nimmt er halt 20 Titan mit, 12 Fermium mit und 8 Radon mit. Und wenn der jetzt in 130 Minuten bei mir ankommt, dann legt er das ins Lager ganz brav. Und ich kriege schneller an Rohstoffe. Und natürlich beim Verteidiger wird das auch im Lager schon abgezogen. Ja, soweit so gut. An was werkle ich noch? Wenn man jetzt sagt, der Kampf ist zwar ausgeführt worden, aber ich merke mir doch nicht den ganzen Tag so, ja, ich habe da noch 4 Kämpfe und da noch 8 und in der Kolonie das und das und das und was weiß ich was ist. Das Nachrichtensystem. Das Nachrichtensystem ist das da herum, das schaut momentan so aus, kann aber noch nichts. Und ich bin mit der Optik auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden, wie eigentlich fast an jeder Stelle. Ich baue die ganzen Sachen jetzt einfach einmal nur so zusammen, dass sie einen Zweck erfüllen und optisch so gut, wie es auf die Schnelle in Anführungsstrich möglich ist. Im Nachrichtensystem hast du einen Posteingang, Postausgang, du kannst eine Nachricht schreiben. Da sieht man schon, was soll dieses weiße L da, was totaler Scheiß, braucht kein Mensch da. Das schaut alles nur kacke aus, aber das wird schon noch. Wenn ein Kampf ausgeführt worden ist, kriegen alle Beteiligten. Das heißt, der Angreifer natürlich und in erster Linie der Verteidiger und alle Unterstützungen, die dabei waren, kriegen das auch. Die kriegen einen Kampfbericht, da steht drin, wer hat wann, von wo aus angegriffen und mit welchen Truppen. Wird quasi vom Angreifer alles aufgelöst und vom Verteidiger und wie es ausgegangen. Welche Truppen haben gestorben, wie viel Beute hat er gemacht und. Du kriegst einen Bericht, da kannst du dann so draufklicken, dann klappt da der Text auf und kannst du das dann noch anschauen. Also wenn ich jetzt eine Stunde nicht da bin, was ja durchaus einmal vorkommen kann, dass man nicht den ganzen Tag vor dem Kasten sitzt, dann kann ich mir das in einer Stunde schaue ich mir über das Handy rein oder so, dann gehe ich auf die Nachrichten und sage, hey, ole, so ist mein Kampf ausgegangen. Weil theoretisch kriegst du es gar nicht mit, wenn ich jetzt eine ganze oder über eine Stunde mal überhaupt nicht reingeschaut hätte, dann war da der Angriff hingegangen, ich hätte gewonnen, ich hätte Rohstoffe geklaut, der war heimgekommen und hätte mir 20, 12 und 8 Rohstoffe ins Lager eingelegt. Aber ich krieg's eigentlich gar nicht mit, weil ich das nicht mehr nachvollziehen kann. Das weißt du nicht mehr, wann der da angekommen ist und wann nicht. Ja, das war's. Haha. Das war's. Ja. Die primitive Art, Unterstützungen zum Schicken, einen Angriff zu senden und. Ich arbeite noch am Kampfbericht und generell am Nachrichtensystem, damit man sich auch untereinander Nachrichten schreibt. Das ist einmal auch so ein Grundding. Später wird es dann, das wird ein ganz einfaches Nachrichtensystem, wie das dann ausschaut, seht im nächsten Entwicklervideo, wie der Kampfbericht ausschaut, seht im nächsten Video. Und dann soll jetzt das eigentlich mit dem Kampf im ersten Schritt gewesen sein. Ich vergesse jetzt mit Sicherheit wieder die Hälfte an, was ich noch umeinander wurstelt. Zum Beispiel, was mir doch gerade noch schnell einfällt, ist diese Kastel da herum. Ich möchte natürlich auch sehen, ohne dass ich klicke, dass bei mir nur Angriffe gerade ausgängen, dass ich jemanden angreife oder jemanden eine Unterstützung schicke. Das wird momentan noch nicht aufgelöst. Und was ja gegen mein komplettes Prinzip spricht, diese Kastel da herum, die aktualisieren sie nur, wenn ich die Seiten komplett neu lade. Noch nicht so automatisch wie herum die Rohstoffe sich alle 10 Sekunden aktualisieren, geht das da noch nicht. Hat folgenden Grund, wenn da jede 10 Sekunden überprüft wird, ob da neue Truppen da sind, neue Unterstützungen da sind, weiß der Teufel, was soll ich sehen, dann ist das ziemlich viel Ladekack, sobald da mit 10, 20, 30 Leute gleichzeitig davor sitzen und sie die Sachen da aktualisieren lassen. Ich bin nur ein bisschen am geistig konzipieren, wie das ablaufen kann, sodass sie eventuell nur die Zahlen aktualisieren und sobald ich draufklicke und das aufklappen los, werden aus dem Hintergrund diese Zeiten und tatsächlichen Truppen und so weiter gelohnt. Dafür aktualisiert sich alle 10 Sekunden ein Angriff. Und wenn jetzt da 2 draus wären, dann macht es bling, dann steht da 2 drin. Und dann ploppt es kurz auf oder so. Irgendwie so, damit man das auf alle Fälle mitkriegt, wenn man davor sitzt. Und das war's ja schon. Ja, so wieder ewig gefällt, lang gefaselt. Da war es eine Viertelstunde diesmal, lass es eine Viertelstunde sein, tut mir leid. Ja, lasst mal ein paar Comments da, interessiert mich. Dann nochmal ein dickes Danke an Captain Pete und Grüße. Ich hoffe, es hat dich unterhalten und hat den Rest unterhalten. Und man hört, sieht sich im nächsten Video. Bis dennsen, tschaußen.